Herzlich willkommen, Freunde, bei unserer ersten Folge Tierflüsterer auf dem Channel von TBCHD. Heute sind wir hier in einem ganz exotischen, geheimen Ort. Und zwar, wenn man hier nämlich ganz ruhig ist, kann es passieren, dass ein wildes Hergi auftaucht. Feuchtgebiet. Oh nein. Der Pizzstitcher in die Ausspieler. Schlaf, du bist weg. Hallo. Oi. Oi. Beule. Wir machen an. Stot macht er so. Wo ist das? Wo die anderen sind. Ungefähr. Meine lieben Eltern, jetzt sehen wir mal, von wo die Kinder kommen. Die sind nämlich da unten in dem Holzgestrüpp drin. Das ist ein Proof. Das machen die Störcher schon seit dem 18. Jahrhundert so, wo sie das Patent für die Kinderzüchtung bekommen haben. Ist ein langer, auch mit der Gewerkschaft, ist ein langer Streit gewesen, Rechtsstreit mit oben und so. Ja. Aber sie haben sich dann schlussendlich durchsetzen. Nice, danke in dem Fall an alle Störcher. Grüezi, Herr Vogel. Danke, dass Sie sich auch Zeit genommen haben auf diesem Weg für meine Fragen. Was mich jetzt vor allem seit langem interessiert, wie läuft das mit diesen Babys? Ich weiss, Sie sind keine Storche, Sie sind eine Unterart der Storchen, aber das würde mich schon länger auch schon interessieren. Haut dich in Scheiß, du dicker, stinkender Muluch. Gang weg. Danke auch für die aussagekräftige Antwort. Danke, Herr Storch, danke. Essen im Zoo, hä? Löwe. Gibt so feine Pinguine. Sie erinnern mich von Family Guy an die Nonna, die mir gesagt hat, nein, nein. Das ist meine Haus. Ja. Ja, Zitronenspray. Nein, nein, nein. Nein, Mr. Griffin, nein. Jack Prumpfschrei. Komm, wir rufen es Jack. Ja, ja, ja. Ja. Das kommt nicht. Kommt nicht. Komm, Kuh, links. Wo wäre die Moneten? Suchen! Ja! Körperteile des Jacks sind die Schamhaare vom Jack. So eine Wurst, aber so Schamhaar. Das sind Tino seine Anschau, sind das. Hallo, ich bin der Tino. Es sieht aus wie ein vergrabener Pavianarsch. Aber das ist der Paarungsruf. Warte mal, Paarungsruf. Fifi! Achtung! Welf und ich haben etwas gemeinsam. He? Also schon mal der buschige Schwanz, gell? Und nachher, wenn er so macht, das machen wir gerne so. Was soll ich so? Gang weg. Hier müssen wir jetzt sehr, sehr leise sein, weil da hinter mir, der vorne, seht ihr ihn? Er tarnt sich mega gut. Also er ist stehend. Da. Also der die muss füttern, braucht schon richtig Eier. He? Also nicht Eier zum Essen, einfach ja nicht. Das hier ist ein sogenanntes Salzfledergevögel. Sieht man sehr oft in der Stadt. Aber die meisten Leute sind so blind und laufen einfach neben diesen Tieren vorbei. Das frisst Bananen. Soll ich es lecken? Hä? Bäh. Hergi, willst du nicht mit hinten reinlaufen? We're gonna build a wall. It's gonna be huge. Ja, aber das ist Eurasien, das ist Südamerika. I don't care, we're gonna build a wall. It's gonna be huge. You're gonna love it. Definitiv Code. Hier unten sieht man Skorpion. Ich bin sehr vorsichtig. Hier unten haben wir das Loch vom Skorpion. Du musst reinfilmen, da unten. Du musst von dieser Seite. Tino, vorsichtig, vorsichtig, Tino. Dort ist Vorsichtig. er. Heb den Finger rein. Alles für die Klicks. Yeah. Oh! Bärenmenschen. Ich filme es eigentlich nur, falls er runterkommt.
Das ist ein volles Hurenäffli, der Tim. Bitte nur Münzen nehmen, wir haben einer schon das Zehnnötchen da. Ja, musst aber... Was? Ja, nein, voll für nix. Spiel euch dein Leben. Schau jetzt! Yes, voll gewonnen, ey. Geilo. Oh Gott, einmal rein. Nochmal ins Gleiche. Same, but different. But still the same. Nö. Du bist wie ein kleines Kind im Zoo. So schauen. Oh. Danke. Also, Gut. ich lade ein zu der alljährlichen GV vom Unterbündischen Hosenverein. Die heutigen Traktanten sind Zungenbrecher. Zungenbrecher. Ergi, ich bitte Sie. Wir gehen 10 mal 10 zusammen Zebras am Zipfel gut zupfen. Im Zürich Zoo. Shoutout geht raus an Erich. Das ist mein PC-Setup, mein Streaming-Setup. Da hast du keine Maus. Keine Maus. Ich tue noch mit der Pfeiltasche die Maus bewegen. Das gelustet mich auch. Was? Salat. Salat? Willst du dir den Salat klauen? Da innen ist nichts. Siehst du den toten Vogel da oben? Wow. Genau das Gleiche. Was kannst du uns über die Tiere erzählen? Also, das hier ist ein wunderbarer Küngel. Morgen findet ihr den auch im Coop-Kühlregal. Das sieht aus wie der Comedy Freddy, musst mal schauen. Freddy, das Pony. Ich habe nicht mehr Lust auf Laufen. Oh! Als ich dich gesehen habe, hat er einfach runtergekotet. Das ist so, das passiert nicht nur dem. Schwanzlurch ist das. Was ist das? Ein Schwanzlurch. Krass. Ja. Der ernährt sich hauptsächlich von Rindern und kleinen Kindern. Und paart sie 20 Mal am Tag. Ja. Fast wie Menschen. Mmh. Was der Maya Feins gefunden hat im Regenwald. Kriegst du das heute noch an? Schau mal, wie er sich freut. Ja, und Ja, logisch. Bäume wachsen grundsätzlich, das kann ich jetzt auch aus meiner naturpsychologischen Ausbildung hervorheben. Bäume, wie man sie hier sieht, wachsen grundsätzlich mit Gerüst. Hier hinter uns sehen wir nichts weniger wie einer der berühmtesten Unterarten des Elefanten. Das ist der sogenannte Eocapiropergen Gartenbau. Und das sieht man ganz selten. Das sieht man ganz selten in so einem Zoo. Wirklich. Also da haben sie von Australien. Von Australien haben sie den eingeflogen. Also sehr krass, auch mich als Naturspezialist das mal live zu sehen. Oder? Krass. Was hast du denn gekauft? ein Kopf. Nein, Hergi! Nein! Kannst du wieder so mit einer Leidokiste äußern, die muss jetzt schön sein. Fertig. Jetzt machst du die schönen Geschenke rein. Ciao Ergi, ciao. Ciao, ciao. Ja, komm gut heim. Fahr vorsichtig. Komm jetzt.